Afrika-Geschichten gibt es aber nicht alle will. Timo, sein Vater, ist nämlich Chauffeur. Mit seinem Lastwagen macht er grosse Distanzen, ist darum viel unterwegs und nicht jeden Abend daheim. Umso mehr freut sich der Timo auf die Zeiten, wo der Vater mit seinen Geschichten das Kinderzimmer zu einer riesigen Savanne macht, sie in Dörfern mit runden Hütten wohnen oder gehen wilde Tiere beobachten. Jede Geschichte fängt an mit dem Satz, wo ich in Afrika unterwegs gesehen bin. Der Timo darf dann immer sagen, was der Vater erzählen soll, zum Beispiel. Und wo du hast müssen mit dem Helikopter notlanden, Papi? Ja, genau. Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn, sagt dem Timo sein Vater und überlegt ein bisschen. Das ist eine besondere Geschichte und eines der wenigen Mal, wo ich wirklich nicht recht gewusst habe, was ich jetzt machen soll. Ich habe von der afrikanischen Sprache in dieser Gegend nur so ein paar Brocken verstanden. Aber das hätte sowieso nicht genützt, denn weit und breit sind keine Menschen gewesen. X-mal habe ich probiert, über das Funkgerät Hilfe zu holen. Plötzlich habe ich am Horizont eine Herde Antilopen entdeckt. Das hat so toll ausgesehen, dass ich ganz vergessen habe, dass ich ja da in der Wildnis bin mit einer Helipanne. Ich habe meine Kamera genommen und fotografiert, bis der ganze Film durch war. Genau. Du gehst ja immer mit dem Fotoapparat auf die Jagd. Richtig, Timo. Das ist nämlich viel spannender, als wenn man mit einem Gewehr unterwegs ist. Was ist denn mit dem Helikopter passiert? Der ist immer noch dort gestanden, wo ich gelandet bin und hat keinen Wank mehr tun. Das Funkgerät hat auch keinen Piepser mehr gemacht. Ich habe mir schon überlegt, dass ich mich wahrscheinlich auf eine Nacht in der Wildnis einrichten muss. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie baff ich war, wo plötzlich, wie aus dem Nichts raus, urplötzlich... Ah, ich weiss. Der kleine Prinz, der neben dir gestanden ist. Macht der Timo den Satz fertig. Er hat die Geschichte vom kleinen Prinz und dem Flüger gut kennt und er hat immer gern neue Abenteuer für den kleinen Prinz erfunden. Aber das Mal will der Vater anders weiterfahren. Nein, es war nicht der kleine Prinz, es war ein Mann und Harry hat er geheissen. Der Harry ist neben dem Heli gestanden, aber dass er Harry heisst, habe ich auch erst später erfahren. «Hi», hat er gesagt, und dann ist er ohne mit mir zu reden um den Heli herumgelaufen und hat ab und zu mit dem Kopf genickt. Ich hatte den Eindruck, dass er wirklich etwas von Helis versteht. Und weil ich dann so hinter ihm hergelaufen bin, hatte ich auch Zeit, um ihn genau anzuschauen. Gross war er und sehr schlank. Er hatte eine sonnenbraune Haut und leicht gewellte Haare. Wie alt er war, konnte ich nur schlecht schätzen. Vielleicht etwa wie ich. Woher ist er denn gekommen, Papi? Ja, auch das habe ich erst viel später herausgefunden. Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls hat der Harry den Heli wieder flicken. Und als er mit der Reparatur fertig war, hat er verschmitzt gelacht. Und ohne das Öl von den Händen abzuwischen, hat er mir die Hand angestreckt und gesagt, ich heisse Harry. Und mit ihm zusammen habe ich eine der schönsten Nächte unter freiem Himmel verbracht.